Leben kann so schön sein ohne Gegenwind. Alles in die Fresse. Das, was wir dort runtergefahren sind, kann ich hier wieder rauffahren. Es tut im Moment gerade so weh. 7 Leute aus der Region starten ein verrücktes Abenteuer. Ein Velorennen von Basel bis Barcelona. Unterwegs warten verschiedene Challenges auf die Teilnehmenden und niemand weiss, wo die anderen gerade sind. So bleibt die stetige Ungewissheit, ob man in Avignon oder Perpignan eliminiert wird. Nicht zu vergessen, Übernachtungen gegen Bezahlung sind verboten. Am Schluss gibt es nur ein Ziel: in Barcelona als erstes die schönste Katze von Europa zu streicheln. El Gat de Botero. Ich fahre nur nach Navi, ich weiß noch nicht, wie. Aber wieso muss immer etwas sein, Mann? Nach einem Tag im Regen. Ich frage mich wirklich, ob die anderen das gleiche Problem haben. Die Nacht ist absolut scheiße gewesen. Es ist nur der Regen, ich heule nicht! Ich will einfach fahren bis zum Umkehren. Ach, ich bin so pisst, Alter! Ich bin so auf der Straße eingeschlafen. Jede Bewegung macht weh. Ride or die, mega geiles Projekt. Ich bin nicht aus Kuckuck! Ich habe angefangen, ein bisschen sekundenschlafmässig zu haben. Und, also nein, nicht Sekundenschlaf, das ist übertrieben. Aber einfach, es ist ein bisschen schwierig, die Augen offen zu behalten. Erstaunlicherweise. Obwohl jetzt, wenn ich sitze, geht es eigentlich wieder. Aber ich habe beschlossen, dass ich mal eine kurze Pause mache. Außerdem fängt es jetzt ja gerade recht an zu regnen. Also vielleicht ist es gerade gut, jetzt die Zeit zu nutzen. Und ich habe eine Postfiliale gefunden. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Aber hier ist die Filiale. Mein Velo ist hier und ich lege mir jetzt beschützerisch vor mein Velo am Boden. Ohne gar nicht. Also ich packe jetzt meinen Schlafsack nicht aus. Ich stelle einfach mal irgendwie eine halbe Stunde und schaue. Sie haben freundlicherweise schon das Licht angestellt bei der Post. Obwohl sie erst um 8 Uhr aufgeht. Sehr lieb, danke Post. Es regnet immer noch. Darum habe ich mich entschieden, jetzt eine längere Pause zu machen. Aber ich will meinen Schlafsack nicht rausnehmen, weil ich habe das Gefühl, es ist richtig hart, ihn wieder reinzukriegen. Also mein Kopfkissen ist das. Ich habe meine Daunenjacke angezogen. Meine Regenjacke ist meine Decke. Genau, ich habe meine Regenhose an und über die Regenhose eine Thermohose, weil ich die Regenhose nicht abziehen wollte. Living the good life. Nein, ist eigentlich voll easy. Die Hüfte tut ein bisschen weh, ist ein bisschen hart ohne Mätteli, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, hey, Powernap. 3/4 Stunde, vielleicht 20 Minuten davon geschlafen. Ich fühle mich fit. Aber das bringt voll nichts, jetzt rausgehen. Und es ist wie so am stärksten jetzt die nächste halbe Stunde bis Stunde. Ich bin sowieso gut in der Zeit für das, was ich will. Gute Nacht. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Ich bin seit der letzten Pause etwa noch mal eine halbe Stunde gefahren und mein Knie hat recht fest weh machen. Das Wetter, also es regnet immer noch etwa gleich stark. Ich versuche jetzt irgendwo ein bisschen weit im Wald reinlaufen, mein Stab aufspannen und ein bisschen schlafen. So, ein paar Minuten gesucht und ich habe Plätze gefunden. Zwar hier, ich sehe nicht viel, aber es ist Baum mit recht viel Blättern und der Boden unten ist noch trocken. Das heisst, ich würde auch gut davor gehen, ohne das Tab aufspannen. So, das ist meine Schlafsituation. Mätteli, Schlafsack, ich habe ein Küssi. Ich lege mich jetzt für etwa 2,5 bis 3 Stunden an und dann geht es weiter. Hoffentlich ohne Regen. Der Tag erwacht langsam. Ich frage mich echt, ob es die richtige Entscheidung ist, weiterzufahren. Also ich meine, schlussendlich, für neue Probleme gibt es halt neue Lösungen. Aber ich glaube, die Regenjacke ist nicht dicht. Ich werde es überleben. Ja, ich glaube, ich mache es ein bisschen situationsabhängig. Wenn ich jetzt irgendetwas Gutes finde auf dem Weg, würde ich dort nächtigen. Oder halt einfach anlegen. Und wenn nicht, fahre ich durch. Das ist echt
So, ein Bänkchen überdacht zu einer Einfahrt. Es war definitiv eine schlechte Idee, weiterzufahren, um diese Frage zu beantworten. Ich meine, ich bin nass, komplett, meine Füße sind nass, trotz der Schuhüberzieher. Meine Velohosen sind nass, mein Arsch ist nass, meine Windjacke ist nass, die Regenjacke ist nass, mein Thermo ist nass, alles ist nass. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt diesen Ort gefunden habe. Ich hoffe, ich werde hier in Ruhe gelassen. Das Bänkchen war schon ziemlich mies zum Schlafen. Aber mit mir müsst ihr kein Mitleid haben, weil ich habe mir das ausgesucht. Es gibt aber ganz viele Leute, die auf der Straße leben und sich das nicht aussuchen können. Und darum habe ich gedacht, ich werde Ride or Die mit einer Spendenaktion an Schwarzen Peter verbinden. Wer der Schwarze Peter ist und was die genau machen, das seht ihr jetzt. Ich bin Adrian, ich bin Gassenarbeiter und Co-Geschäftsleiter im Schwarzen Peter. Das ist der Verein für Gassenarbeit in Basel. Der Adrian erklärt mir im Detail, wie die Arbeit vom Schwarzen Peter genau aussieht. Das ist einerseits die aufsuchende soziale Arbeit. Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Beziehung aufzubauen und zu erzählen, wer wir sind, was wir anbieten, sodass sie wissen, welche Unterstützung dass sie bei uns bekommen können. Dann die niederschwellige Beratung. Es sind Projekte. Dazu gehört das Verteilen von Kleidern, von Tierfutter oder Outdoor-Ausrüstung an die Betroffenen. Es werden auch Schliessfächer angeboten, dass die Leute ihr Zeug an einem sicheren Ort lagern können. Ein ganz wichtiges Angebot ist auch das zur Verfügung stellen von einer vorübergehenden Meldenadresse. Außerdem gibt es noch das autonome Büro. Dort können die Leute von der Gasse mit Hilfe von Peers, also Leute, die selber Erfahrungen auf der Straße gemacht haben, können Bewerbungen schreiben, Wohnungen suchen oder auch einfach ein bisschen im Internet surfen. Zum Beispiel Ride or Die schauen. So im Aufenthaltsraum kann man einerseits am Nachmittag Kaffee trinken und einfach ein bisschen sein. Der Schwarze Peter ist für viele Leute einfach ein sozialer Treffpunkt. Ich war vor Ort, ich habe mit den Leuten geschwätzt. Ich kann euch wirklich versichern, die machen eine gute Arbeit. Und die wären euch sehr dankbar für Unterstützung bei ihrer Arbeit, falls ihr etwas zu viel habt. Sei es Geld, sei es warme Kleider, sei es ein Schlafsack, der seit 3 Jahren im Keller rumliegt und darauf wartet, wieder gebraucht zu werden. Gerade jetzt auf die kalte Jahreszeit, denke ich, würden sich die Leute von der Gasse sehr darüber freuen. Vielen Dank und weiter geht's. Also ich bin jetzt mal 2 Stunden da. Ich probiere zu schlafen, hat nicht funktioniert leider, weil ich die Matratze hier, so Matratze, die Matte nicht richtig aufpumpt, aufblasbar habe. Und jetzt liege ich gefühlt auf Stein. Und es fängt an ein bisschen regnen und ich habe Angst, dass es noch mehr wird. Und weil ich nicht will, dass alles matschig wird, würde ich mal sagen, geht es weiter und ich suche mal einen besseren Ort zum Pause machen. Schönen guten Morgen hier am See. Da ist das Camp. Das war super, hey. Richtig schlecht gepennt. Aber ja, weiter geht's. Guten Morgen! Ich glaube, ich gehe weiter. Es regnet gerade fein. Ich hoffe, es wird nicht gerade wieder fest. Aber ich glaube, ich gehe los. Und weil es aber trotzdem weiter regnet, habe ich ein Problem. Und zwar, meine Schuhe sind von unten offen. Wegen der Glieds. Eigentlich kommt einfach Luft rein. Das heisst, immer wenn es kalt ist, sind sie mega kalt, die Füße. Wenn es nass ist, sind sie nass. Sprich, ich habe jetzt mir ein paar Plastiksäcke gegönnt. Und ich gehe jetzt einfach mit Plastiksäcken in meine Schuhe rein. Das ist der Plan. Mal schauen, ob es klappt. Brüders, Alter, das Morgengesicht von Tod ist schon... Bro. Alter, wie sehe ich aus? Hey, nein, ich weiss nicht, wieso ich nicht einschlafen konnte. Vielleicht zu viel Koffein. Irgendwann ist es dann gegangen. Und dann habe ich aber mega angefangen zu schwitzen, Alter. Und zwar, auch jetzt, Alter, meine Beine sind flötschnass. Nein, es schifft ja recht. Oh Mann! So ein Kack, Digga! Verdammte Scheiße, Alter! Scheiß Regen, ich hasse es! Da bin ich. Jetzt schaust du mal, was passiert. Über die nächsten... Alter! Ich will hier runter fahren. Digga, das ist bis am 2 schifft es jetzt einfach. Oder nein?
Ich habe jetzt etwa 2 Stunden geschlafen. Also, mal mehr, mal weniger. Es ist frisch mit dem Inlet. Also ich beneide schon Leute, die einen Schlafsack dabei haben. Dabei sind die Kuschelsocken so geil. Jetzt muss ich die abziehen und die nassen Socken dafür anziehen. Und mit diesen nassen Socken in die nassen Schuhe. Bäh. Bäh. Das wird nicht mehr trocken. Ich werd bis Barcelona nass sein. Auf das muss ich mich einstellen. Ich habe noch nie in meinem Leben so räudig gepennt. Noch nie. 3 Stunden gepennt. Ich bin mega in den Regen gekommen und ich hatte nur da so ein bisschen Biwaksack-Setup. Es ist mega viel Wasser in meinen Schlafsack gekommen. Und ich bin am Zittern, weil ich glaube, ich bin unterzuckert. Was ich mich aber wundere ist, wie lange geht es noch bis fucking Grenoble? Und ich eigentlich an einem Stück durchfahren. Das sind 160 Kilometer, let's fucking go. So, ich habe jetzt fertig gepackt. Ich bin recht effizient. Ich habe knapp 120 Minuten gehabt, um mich ready zu machen und das ganze Gepäck verstauen. Ich habe alles wieder stabil. Die nassen Sachen bleiben wahrscheinlich nass. Ich hätte es gestern einfach von Anfang an besser planen und das Tab aufspannen. Aber ja, shit happens. Es ist irgendwie komisch, dass man den Druck verspürt, obwohl man keinen sieht. Ich habe die meisten, also alle außer Clarissa, seit dem Start wirklich nicht gesehen. Und dass trotzdem der Druck herrscht, weil man weiß, okay, ich habe jetzt eine große Pause gemacht und die anderen, falls sie das nicht gemacht haben, werden einige Kilometer weiter vorne sein. Ich versuche heute zum Checkpoint zu kommen in Grenoble. Das sind nochmal etwa 200 Kilometer von hier. Und 200 habe ich schon hinter mir. Also das, was ich gestern gemacht habe, heute nochmal. Mal schauen, ob ich das schaffe. Es werden weniger Höhenmeter sein und mehr durch den Tag am Fahren. Von dem her. Ich bin jetzt eine halbe Stunde gefahren und es regnet mit Gegenwind. Alles in die Fresse rein. Und ja, ich überlege mir gerade wirklich, ob ich kurz warten, dass es weniger wird oder einfach weiterfahren. Aber ich denke, ich muss da leider durch. Aber es ist schon gut. Kalt und drusig. Da es jetzt ja so ekelhaft pisst die ganze Zeit in meine Fresse rein, habe ich mir gedacht, ich mache die McDonalds-Taktik, packe dort rein. Ich freue mich so, etwas zu essen dort. Also mir läuft wirklich das Wasser am Mund schon zusammen. Ich habe mich noch nie so gefreut auf Essen. Er ist gerade dort vorne, ich sehe schon das Zeichen. Bis nachher. Bei McDonalds, ich bleibe jetzt erstmal da. Es ist sehr schön, einfach mal warm haben, kein Regen im Gesicht. So sieht das Ganze aus. Einmal 3-mal Cheeseburger oder so etwas anderes. Einmal Big Tasty, Pommes frites und einen Donut. Mahlzeit. Vorher hatte ich wirklich so einen richtiges Breakdown gehabt. Ich habe gedacht, ey, das wird nichts. Auch wegen dem Regen und so. Ich weiß, es ist relativ schnell gegangen schon, der Breakdown. Aber jetzt, wo ich das warme Essen habe, von so viel, habe ich doch Motivation gefunden. Aber die nächsten 3 Tage soll es wieder durchregnen und mal schauen, wie ich das organisiere. Also es nervt mich relativ massiv, dass es so schifft. Man muss sagen, Gegenwind wäre glaube ich noch schlimmer. Also nehmen wir das. Es regnet halt 5 Stunden lang. Trotzdem mit dem Regen. Wie der Lieutenant Dan aus Forrest Gump. Der Sturm kann mir nichts. Ich zerregle gerade ein bisschen den Mut. Es tut mir so viel weh, ich komme nicht so schnell vorwärts. Ich habe gesehen, wie das Wetter wird nach Genf. Da kommt noch einiges um mich zu. Ich hoffe einfach, dass es dann, wenn das Wetter, wenn das in Genf, das wird nach Genf wird absolut schlimm. Und wenn es dann einfach schön wird und das Meer runterfahren, dann bin ich glücklich. Aber wenn ich einfach nicht aufhören will, Bro, dann wird es schwer. Dann wird es ganz, ganz schwer. Der Gedanke, dass ich jetzt etwa ein Siebtel habe vom Ganzen,
Und wie es mit meiner Energie steht und wie das Wetter aussieht, Bro, ich bin schon noch nicht mal 24 Stunden drin und ich habe schon das Gefühl, das schaffe ich eh nicht. Wieso soll es noch einfacher werden? Jeden Tag werde ich weniger Energie haben. Aber aufgehen jetzt sicher nicht. Gestern bin ich ja ein bisschen mit dem Luca umeinander gesehen, wenn wir uns oft gekreuzt haben. Und dreimal haben wir uns gesplittet. Nein, zweimal. Einmal hat er gefunden, er tut jetzt Höhenmeter vermeiden und ist eine Stunde später hinter mir auftaucht. Das zweite Mal hat er gefunden, er tut Höhenmeter vermeiden und er ist eine Stunde später hinter mir auftaucht. Das dritte Mal habe ich gefunden, ich glaube, dort haben wir wirklich Höhenmeter vermeiden, aber das Problem ist gesehen, er hat mich überzeugt, mit dem Genfersee runterfahren. Weil er hat gefunden, am Genfersee hat es sicher verlassene Pavillon, wo man rein pennen kann. Weil er hat ja kein Biwaksack und kein Tab und nichts, er hat einfach ein Inlet. Weiss irgendjemand im Publikum, was ein Quadratmeter Boden am Genfersee kostet? Schreibt es in die Kommentare. Es ist viel Stutz. Dort hat es keine freien Meter gehabt, kein unbewohntes Haus. Nur das Kackparkli, wo ich hinter einem WC pennen und verschifft werden. Gottverdammt, Luca! Und ich bin übrigens noch nicht fertig. Als ich losgefahren bin vom Genfersee, habe ich gemerkt, das, was wir dort runtergefahren sind, kann ich hier wieder rauffahren. Riesen Umweg. Es ist so ein Umweg, dass mir der Challenge Master angerufen hat, der Max, und mich gefragt hat, ob ich sicher sei, ob ich in die Richtung richtig fahre. Gottverdammt. Am dritten Tag sind wir am Morgen aufgestanden, haben auf die Karte geschaut und haben gesehen, wie der Louis nicht auf seiner Route weiterfährt. Das hat uns ein bisschen verwirrt und wir haben gedacht, ja gut, vielleicht hat er ja irgendeinen Geheimtipp entdeckt, wie er schneller von Lausanne auf Genf kommt. Und dann haben wir dem ein bisschen zugeschaut und dann ist er noch mehr den Hügel hochgefahren und noch mehr den Hügel hochgefahren. Auf das hin haben wir dann ihm angerufen und haben ihn so gefragt, ob er sich sicher sagt, dass er noch auf seiner Route ist. Und wir haben gefunden, nein, er sagt noch auf seiner Route, er fahre ich nach dem Navi. Und dann haben wir gefunden, ja gut, das soll er halt so fahren. Hey, ich kriege eine absolute Krise. Das Orga-Team hat mir zum zweiten Mal geschrieben, ich würde in die falsche Richtung fahren. Gottverdammt, ich fahre nur nach Navi, ich weiss doch nicht, wo ich bin. Es gibt gar keinen Weg drum herum, dass alle einfach nass werden sein. Und ich frage mich sehr, wie die Leute mit dieser Tatsache werden umgehen. Ob die einen oder andere das vielleicht mental ein bisschen nimmt, ob das die gar nicht kratzt oder ob die einfach bessere Regenausrüstung haben als ich. Ich habe mal die Wetterkarten angeschaut und holy shit, ich meine, das ist morgen. Und wir fahren ja alles komplett dort entlang, wo die Wolken ist. Also ist echt der Weise wirklich so schnell wie möglich in Richtung Montpellier, weil dort ist die Wolke fertig. Mal nicht alles nass sein, komplett durchnässt. Wie gesagt, das ist ein Pizza-Automat. Das war jetzt also wirklich das Geilste, was passieren könnte. Das wird jetzt so abgecheckt. Kann ich mir jetzt einfach eine Pizza am Automat holen? Alter. Ah, sie kommt unten raus. Okay. Hey, aber sick. Alter. Ah. Geil.
Für das, dass das einfach eine Pizza aus einem verdammten Automat ist, der irgendwie in 2 Minuten rausgekommen ist. Ich bin Fan. Ich will das auch in Basel. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, jetzt werde ich jeden Moment vom Louis eingeholt. Also wahrscheinlich schon vor mir. Das würde viel mehr Sinn machen. Ich bin auch ziemlich hinter meinem Zeitplan, bis heute oben in Grenoble zu sein. Aber ich probiere es trotzdem. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, ich werde den Louis noch mal sehen. So, wir haben den grössten Anstieg vom Tag geschafft. Jetzt sind wir auf 1184 Meter auf dem Col du Mollendruz. Ich habe brutal Zeit verloren. Ich habe noch Weinlänge kaufen. Es war viel zu kalt und das haben wir sich fertig gemacht. Aber jetzt regnet es auch nicht mehr und jetzt sollte es besser gehen. Ja, ich habe viel Zeit verloren, aber weiter geht's. Koffein wirkt. Ich bin ein bisschen weniger müde, aber ja, steif. Blauer Himmel. Richtig nice, muss man genießen. Hat noch nicht viel gehabt von dem bis jetzt, leider. Aber vielleicht kommt es ja noch. Mal gucken. Wie ist der Tag bisher gesehen? Es hat richtig geschifft am Morgen. Voll reingekommen. Und dazu noch Genf. Es war sau mühsam zum Durchfahren. Überall Ampeln, langsame E-Bikler, die den ganzen Weg einnehmen. Man kann nicht überholen. Richtig mühsam. Und dann habe ich es tatsächlich verkackt, noch einkaufen. In der Schweiz. Ich kann unbedingt noch in der Schweiz einkaufen, dass ich so die normalen Bars kaufen kann, die ich kenne. Ja, das habe ich ein bisschen verkackt. Dann bin ich stattdessen in so eine riesen, nein nicht riesen, aber irgendwie ein Carrefour, der halt trotzdem schon viel zu groß ist, wo man sich überhaupt nicht zurechtfindet. Und dann irgendwann hat mich Bot gelitten, ich sei seit einer halben Stunde inaktiv und so fuck. Ich bin eigentlich nur kurz in den Laden rein. Voll. Richtig viel Zeit verloren und jetzt versuche ich es wieder aufzuholen. Und jetzt sind es genau noch 100 Kilometer nach Grenoble. Schon mal so etwas gesehen? Sehen wir das gut? Da ist keine Straße mehr. Das ist jetzt doof. Und dort hinten geht es schon wieder weiter. Ich habe natürlich einen Umweg genommen. Ganz brav. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich habe gerade ein bisschen mit Wind zu kämpfen. Schon länger. Ich hoffe, das geht den anderen genauso. Es hat so eine riesige Fläche hier hinten dran und es fegt einfach richtig durch. Und zwar genau in die andere Richtung, als hilfreich wäre. Scheiße anstrengend. Aber egal, ich will jetzt noch durchziehen bis Grenoble. Ich sollte jetzt dann gerade Nachrichten bekommen bald. Weil es sind noch 27 Kilometer! Woohoo! Rund. Und dann unbedingt wieder Wasser. Ich habe fast kein Wasser mehr. Ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass wir in Nyon, oder langsam in Nyon angekommen sind. Wetter auch nicht schlecht, bewölkt, manchmal drückt sogar Sonne durch. Das ist für mich Motivation. Ich würde sagen, es geht weiter Richtung Grenoble. Also ich bin jetzt in Genf angekommen, aber mir geht es nicht so gut, oder besser gesagt mit dem Knie. Wenn ich trampeln muss und vor allem wenn ich mein Bein strecke, tut es höllisch weh. Also ich kriege auch fast keine Kraft in das Pedal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es tut im Moment gerade so weh. Und so weiterfahren macht für mich irgendwie nicht so Sinn. Also komplett abbrechen will ich nicht, aber ja, ich habe gerade ein bisschen, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Also ich habe jetzt etwa eine halbe Stunde Pause gemacht, in der Zeit schnell etwas gegessen und dann wollte ich auf ins Knie tun und versucht so gut wie möglich die Stelle von mir noch zu massieren.
Es fühlt sich besser an. Ich kann mein Knie wieder biegen, es tut nicht mehr so weh. Aber ich weiß halt nicht, wie es sein wird, wenn ich wieder Velo fahre. Ich bin in Genf am Bahnhof nochmal schnell in der Apotheke, weil ich gefunden habe, ich hole mir das Tape, um mein Knie zu tapen. Ich habe einfach mal 2 längs und 3 quer hin, um auf die Stelle, die weh macht, ein bisschen zu supporten. Ich versuche es jetzt erstmal zu fahren, schauen, ob das geht und wenn es geht, zum ersten Checkpoint auf Grenoble zu fahren. Aber ja, ich kann euch leider nicht versprechen, mir selber auch nicht, weil ich halt hart nicht weiss, was die Sache ist. Ich habe hier hinten schon ganz viel Höhenmeter hinter mir. Aber das Geile ist, dann geht es wieder runter. Heisst, wir wissen, man hat es nicht von nichts gemacht. Momentan finde ich es sogar geil, die Höhenmeter. Weil der Stelle geschmeckt was brennen. Komplett kaputt. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind, aber bis dort, wo ihr seht, ist etwas Dreifache. 100%, Minimum das Dreifache. Nochmals rauf und da geht es noch weiter rauf. Ich mache jetzt gerade eine kleine Pause hier an diesem Ort. Und ja, ich kann noch zeigen, das Zeug, wo ich alles angehabt habe, am Morgen, wo es so fest geregnet ist, ist halt immer noch nass. Das ist natürlich mein Fehler, weil ich das dort nicht rausgestellt habe oder nicht angelegt habe. Da hätte man jetzt nicht trocknen. Ja, jetzt nutze ich noch ein bisschen die Sonne, um das zu trocknen. Aber mir ist schon bewusst, dass es natürlich nicht ganz trocken wird, aber hoffentlich für morgen. Grenoble, habe ich den Wetterbericht angeschaut, wird ganz fest, den ganzen Tag, 2 Tage lang wird es regnen. Und ja, ich muss schauen, wie ich mir das einteile. Auf jeden Fall das Zeug muss trocken sein. Und vielleicht habe ich auch Glück, vielleicht gibt es doch noch ein paar trockene Stunden, wo ich dann fahren kann. Es geht weiter bergauf. Und es sind nochmal eben, keine Ahnung wie viel, aber steiler als vorher. Mein rechtes Knie voll langsam an Faxen machen. Ich spüre Schmerz ein bisschen. Aber einfach ignorieren, weitermachen. Wir waren auf dem nächsten Gipfel, dem Col de Landonneuve auf 1260. Aber ein Pedal nach dem anderen drücken, dann kommt das gut. Das Leben kann so schön sein ohne Gegenwind. Aber anstatt dem bloß mal einfach ins fucking Face. Von Wind. Alter, der Luca, der kann noch, wenn er das Ganze schneidet, kann er so viele Fluchwörter von mir rausbleiben. Also es ist wirklich unglaublich. Aber es ist schön wenigstens. He? Wenigstens ist es schön, dass es verdammte scheiß gegenwindige Getue hier. Das ist schon schön. Aber die Landschaft, die ist wundervoll. Sehr, sehr schön. Das motiviert mich fast nicht wegen dem fucking Gegenwind. Wie ein Raubtier den Hügel in Angriff nehmen. Oh, ich darf gar nicht daran denken, dass es so gottlos wird schiffen nach Genf. Jetzt ist das so schön. Also der Aufstieg bei Regen. Bruder, ich weiß nicht. Der nächste, der noch kommt nach Genf, der wird im absoluten Vollschiff wird der gemacht. Alter, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, jetzt sollte der Hügel vorbei sein. Da sind wir schon bald auf einer riesigen grossen Abfahrt an Lac de Genève, Genfersee auch, Genfersee genannt. Jetzt schauen wir doch mal. Aber wer die Regeln kennt, weiss, ein Hügel ist nie vorbei. Ich bin bald in Genf. Aber jetzt spüre ich überall Schmerzen. Knieschmerzen, Handgelenkschmerzen. Oder alles tut irgendwie weh. Ich habe gerade das Wetter angeschaut und Digga. Also dort, wo wir durchfahren, schifft es eigentlich die ganze nächste Woche. Und in der Nacht wird es unter 10 Grad kalt. Ich habe wirklich Schiss, Alter. Unglaublich, wie ich am Ende bin. Was wollte ich kaufen? Ah, Wasser. Habe ich etwas zum Essen? Aber was?
Mandelsalat und ich kann nicht mehr denken, Bro. Es ist Punkt 7. Wären wir pünktlich gestartet, wäre ich 24 Stunden nach Start in Genf angekommen. Also ich bin recht stolz auf die Leistung. Ich bin völlig am Arsch. Jetzt davor zu verschiffen. Das heisst, ich muss irgendwo Unterschlüpfchen finden, aber muss irgendwie auch noch aus dieser Stadt rauskommen rechtzeitig. Also das wird ein painful one. Ciao Schweiz! Hallo, Country! Mayday! Über den Tau! Mal ein guter Anstieg. Ja, jetzt noch ein paar Kilometer fressen. Ich hatte Check-up, Telefonat mit dem Max. Und jetzt es kommt jetzt eine Angst auf, dass ich wahrscheinlich der Letzte bin. Habe ich so den Verdacht. Ich habe niemanden mehr gesehen, schon lange nicht mehr. Und ich muss schon viel Pause machen. Entweder weil irgendwie etwas nicht stimmt oder eben die verdammten Beinlänge, weil ich sonst einfach viel zu kalt hat. Kaufen, das braucht alles Zeit. Und zum Mech gehen wegen dem Velo. Du willst es einfach nicht machen. Also wie es brauchen. Manchmal ist es fast umkippen. Ja, so das kombiniert. Das kann schwierig werden. Aber let's see. Es ist jetzt noch irgendwie 140 Kilometer bis Grenoble. Also morgen werde ich dort ankommen. Ja, es ist still a long way to go. Kleine Krisensitzung mit dem Orga-Team. Die haben es nicht gesagt, dass es so ist, aber ich weiss, ich bin Letzter. Weil die haben mir angerufen und mich gefragt, was mein Meisterplan sei. Nachdem er den ersten Spitz vom Jura erreicht hat, habe ich gedacht, so, jetzt muss er fast in den Westen fahren, dass er langsam wieder vom Hügel runterkommt und Richtung Genf und dann Grenoble kommt. Und er dann noch mehr in den Norden gefahren ist, habe ich ihm mal vorgeschlagen, dass ich ihm eine Route von dort, wo er ist, raussuchen bis nach Grenoble, dass er zumindest irgendwie wieder auf seinen Weg zurückkommt. Aber mit dem Luca zusammen, eben wie gestern ein bisschen Umweg gemacht, habe ich auf Google Maps geschaut, wo ich durchfahren soll. Hat es mir irgendetwas gegeben? Bin ich auf der Strava abgeschaut, es hat mir irgendetwas gegeben. Irgendwann hat es mich angeschissen, ich einfach in der Garmin einfach eintöckelt, wo ich hin will und bin einfach gefahren. Ich habe jetzt von einer Route, die angegeben ist, mit 12 bis 14 Stunden, dank der Hilfe von jemandem, der Zugang hat zu einem Laptop, eine Route gekriegt, die unter 9 ist. Das heisst, ich komme vor der 2 Uhr morgen an. Dann penne ich 3 Stunden, fahre am Morgengrauen los und dann ficken wir die Leute richtig. Ah, ich bin so pisst, Alter! Ah! Fuck! Es ist richtig am Schiffen. Ich kann nicht pennen und abwarten das mal. Ah. Aber hey, mir macht das nicht aus. Ich bin nicht aus Zucker. Dort ist ein Schild, wo steht Route Barré in 2 Kilometer. Der Aufstieg ist 2 Kilometer. Ich will nicht dort oben ankommen und merke, dass ich wieder runterfahren muss und jemand anders durchgehen. Darum fragen wir jetzt kurz den Bauer und schauen, was der meint. Oh Sali, du, ist das Herrli oben? Excuse? Oh, excusez-moi. Oh nein, das sind aufgehängte Kleider. Wisst ihr was? Ich glaube, das müssen wir einfach ausprobieren. Die nette französische Dame, die gerade weggefahren ist, hat gesagt, man kann durchfahren. Ich glaube, die Franzosen räumen einfach nicht gerne ihre alten Schilder weg. Ich bin endlich an einer Beiz vorbeigekommen, die ich essen will, die auch offen hat. Ich war so
vielen geschlossenen Bistros und Restis und Pizzerias vorbeigefahren. Ich kriege eine Krise und jetzt gibt es richtig etwas zum Nacht endlich. Fassen und Schild suchen. Es ist nicht an, es ist komplett verbindet. Mal schauen, wer alles schon verbinden ist. Oh. Haben die anderen ihren Filzstift vergessen? Hä? Hä? Geil. Okay. Nehmen wir. Schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. In diesem Fall Nummer 1. Krass. Das ist jetzt schon ein bisschen krass. Geil. In dem Fall. Also langsam wird es schon anstrengend. Mal schauen, wie lange ich das durchheben kann. Aber hey, bis jetzt läuft es eigentlich noch gut. Solange man auf dem Velo ist, läuft es. Das ist immer, wenn man absteigt. Also ich komme langsam nicht mehr in meine Glieds rein, weil es zu anstrengend ist. Und wenn man so in die Hockey geht, das geht langsam einem so. Mega geiler Spot übrigens ausgewählt. Das ist schnell zu legen. Das ist Checkpoint 1. Okay, durch meinen Drehzack oder wie das Teil heisst, Tripod verloren habe. Also nein, kaputt gemacht habe. Ich mache es jetzt so, hoffe es gut. Challenge Nummer 1. Blase 5 Ballons auf. Bringe die Ballons ganz zum nächsten Checkpoint. Für jeden Ballon, der platzt oder nicht beim nächsten Checkpoint ankommt, bekommst du eine Zeitstrafe von 20 Minuten. Also der Wind heute ist echt ein bisschen heftig. Ich glaube der drittheftigste Wind, was es jetzt gibt. Ja, Hunger! Ich habe heute Käse und Brot geholt. Aber ehrlich gesagt, nicht belegtes Brot gemacht, sondern belegter Käse. Ich habe 2 Käse und ein Brot geholt. Ich habe immer noch eine ganze Leerdammer. Und die Hälfte vom Käse habe ich mit einer ganzen Büsche, so ein Teil, gegessen. Das war geil. Ich habe entschieden, ich mache es da hinten an. Und zwar an dieser Schnalle. Wow, das habt ihr perfekt. Nur der mit meinem Foodie wird schwierig. Krass! Richtig nice. Ich freue mich auf all die Kommentare. Das Problem ist, ich kann Französisch, ich muss es erklären. Irgendwo durch setzen wir uns ja alle hier bewusst einer Einsamkeit, einer einsamen Situation aus. Vielleicht auch bei allen irgendwie mit dem Hintergedanken, dass man lernt, mit einem Alleinsein umzugehen, dass man lernt, auf sich allein gestellt zu sein, allein Lösungen für Probleme zu finden, ohne dass jemand anders eine Zweitmeinung geben kann. Amigs gibt es Situationen, da rennt man hin und her und denkt, aber das ist doch besser. Und dann halt, aber das andere, das macht viel mehr Sinn, bin ich dann dumm. Dann geht man wieder zurück und dann merkst du wieder so, nein halt, ich bin doch dumm, das andere, was ich zuerst hatte, ist ja doch besser gewesen. Und ich weiss, es tut mega gut, es ist mega heilsam, man kommt sich selber näher, man reflektiert. Aber es ist doch schön, wieder Leute zu haben,
Ich habe mich jetzt auch jedes Mal so gefreut, als ich den Louis wieder angetroffen habe. Ich habe mich so gefreut auf die Zeit jetzt allein mit mir oder auf dem Velo. Und jetzt vermisse ich es mit Leuten zu sein. Also nicht, dass ich es wegen dem jetzt nicht genieße und es jetzt mega anschießt, überhaupt nicht. Aber es sind halt einfach so Gedanken, die immer wieder mal wiederkehren. Ja, die Psyche. Ich hoffe, ich kann mich nachher irgendwo unterstellen, weil jetzt ist gerade so kurz eine halbe Stunde nicht so viel Regen. Und dann nachher kommt es nochmal richtig und in dieser Zeit wäre ich gern im Charme. Vielleicht so irgendwie so eine gute Nacht. Ich habe hier einen Unterschlupf gefunden. Das ist irgendwie die Terrasse von einem alten Tennisclub und der ist ein bisschen verwildert. Das heisst, da ist eh nichts mehr. Die Dinge sind zu. Sicht geschützt, wenn ich tief bin. Da sieht mich niemand. Ich hoffe einfach, es kommt niemand. Dann mache ich mir hier mein Regengeschützte, weil es so runterlassen sollte. Mache mir hier mein Nest. Oh mein Gott. Ich bin gerade so glücklich. Ich bin jetzt in McDonald's eingekehrt. Dort noch jetzt Nacht bestellt. Ich zeige euch aber nicht was, ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich zerbrich mir jetzt gerade ein bisschen den Kopf noch, wie ich die heutige Übernachtungssituation lösen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine fucking Ahnung. Weil ich muss damit rechnen, dass es regnet in der Nacht. Also ich muss sicher überdacht sein. Ich habe keinen Bock wieder auf so einem Bänkchen zu schlafen. Weil ich brauche jetzt wirklich ein paar Stunden Schlaf. Optimal wäre irgendwie Europalette und etwas Überdachtes. Ein bisschen versteckt. Ich habe mir auch schon überlegt, mit Karton vielleicht irgendeine Isolationsmatte zu bauen. Aber ich bin ehrlich gesagt gerade echt überfragt, wie ich das lösen soll. Vor allem bin ich pure übermüdet und ich weiss nicht mehr, ob ich klar denken kann. Das Knie macht immer noch, was es will. Ab und zu geht es gut, ab und zu ein bisschen weniger. Jetzt beim Aufstieg, es hat noch mal ein paar Höhenmeter gegeben, jetzt wieder recht auf weh machen. Dann bin ich wieder ein bisschen runtergerollt und jetzt ist es eigentlich recht flach. Und es ist wieder voll in Ordnung. Ist irgendwie mega komisch. Ich habe immer noch keinen guten Spot gefunden zum Schlafen. Wenn das Wetter einfach gut wäre, könnte ich irgendwo liegen und es hat kein Problem. Aber jetzt muss ich mir halt wirklich easy viel Gedanken machen, wenn, wo, was. Aber ja, das Ding ist, ich kann auch nicht einfach auf Google Maps schauen, weil ich kann nicht einfach nach Hotel oder irgendetwas suchen. Und ja, was soll ich suchen, wo überdacht ist? Ich könnte vielleicht einen Kinderspielplatz suchen und ja, kann ich die haben ja ab und zu so die Holzkonstruktionen, die überdacht sind. Keine Jägerhütte, aber keine Ahnung. Was gibt es so schnell? Ich muss mal ein bisschen brainstormen, ob ich über Google Maps etwas suchen könnte. Aber ja, sonst gibt es wieder eine Freestyle-Aktion heute. Ich bin gerade recht aufgeschmissen, weil ich nicht weiss, wo ich heute schlafen soll. Ich habe bis jetzt wieder nicht geschlafen. Die Wetterwolken so weit das Auge reicht. Es ist ein richtig hässiger Tag. Bis jetzt hat es einfach wirklich nur gebechert und alle Wege sind... Es ist einfach Lachen überall.